Willkommen zurück zu einer neuen Runde Malen mit Geralt. Hier bei The Witcher 3 Hearts of Stone in der gemalten Welt von Iris von Everec. Und ja, wir sind hier in einer Traumwelt von dieser eben genannten Iris, der ehemaligen Frau von guten Olgierd, oder wohl den bösen Olgierd, wie auch immer. Wir müssen hier ein paar Erinnerungen wiederherstellen, aber natürlich auch noch ein paar Feinde besiegen. Also eigentlich wie üblich, wa? Questen und Schlechten von dem her. Noch ein Traum aus der Vergangenheit. Sicher auch unvollständig. Und nur wenig anders als das Bild. Castel Ravello. Wein aus Toussaint. Teuer. Schönes Bild. Verstehe. Ein paar Leute, die sind da. Das Bild sieht so aus, okay. Die Karaffel ist zwar da. Ein ausschweifendes Fest. Es gilt, den Gästen zu imponieren. Ja, und ich sehe kaum was. Silberdraht, Perlen. Die Puppe muss ein Vermögen gekostet haben. Was fehlt denn hier? Auch ihm kann ich nicht, dann muss es auch nicht. Kann es sein, der Gäste fehlt? Hä? Nee, die sind alle da. Verdammt, was fehlt denn da? Oh, Alter, das ist dunkel. Ich sehe auch da hinten nichts Rotes. Wo mache ich hier einen Fehler, Leute? Das ist jetzt die große Quizfrage. Verdammt, hier sehe ich echt nichts. Auf dem Bild hat das Feuer gebrannt. Aber es fehlt immer noch etwas. Ja, da hat mir schon mal etwas Kerzen fehlt. müssen brennen. Die Kerzen müssen brennen. Ja. Jetzt. Hä? Verarschen, die brennen doch. Hä? Wir haben 3 Kerzen, wir haben den Kamin. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, Leute, aber meiner Meinung nach brennen die. Fursten. Mein Liebling, ist alles in Ordnung? Du siehst so blass aus. Es ist alles in Ordnung. Wirklich. Wie geht es euch denn? Ich bin so froh, euch zu sehen. Warum sind Großmama und Großpapa nicht da? Es ist eine lange, holprige Reise. Schlammig. Sie weigern sich immer noch, mich zu sehen, stimmt's? Und was ist das? Wir haben ein paar Sachen von Iris mitgebracht. Ihre Lieblingsbürste, ihre geliebte Puppe. Ah, und dies. Für dich. Banknoten. Wir haben deine Schulden abbezahlt und aufgekauft, damit der Ruf der Familie nicht leidet. Wie lieb von Mama und Papa, an mich zu denken. Olgierd. Siehst du jetzt, wie er ist? Ich habe dich vor der Hochzeit gewarnt. Ein Grobian und Barbar, der sich mit Banditen abgibt, dass du dich nicht fürchtest mit diesem Gesindel unter einem Dach.
Ja, wenn das nun mal sein Bruder ist. Also folgen wir ihm. Nicht du schon wieder. Doch, doch, Dieser er schon Ort wieder. nicht. Mit Blutflecken. Wie können wir sie wieder herstellen? Diese ominösen Erinnerungen, diese traurigen Erinnerungen, die doch so schön angefangen haben, aber so traurig enden mussten. Das Schlafgemach. Oh. Das kann eine lustige Szene werden hier. Ein blutiges Handtuch. Blut nicht ganz abgewaschen. Etwas ist im Stoff gelandet. Der Docht ist fast weg. Wie spät ist es? Spät. Schlaf. Du warst wieder den ganzen Abend im Studierzimmer. Was hast du an den Händen? Nichts. Die sind nur etwas dreckig. Ist das Blut? Hast du dich verletzt? Tintenflecken. Ich habe Briefe geschrieben. Ich gehe bald nach Ochsenfurt. Vielleicht kommst du mit. Oh, das ist eine tolle Idee. Eine Reise wird uns beiden so gut tun. Dann ist es beschlossen. Lass uns schlafen. Ich bin erschöpft. Ich schlafe jetzt nicht. Kommt nicht in Frage. Komm, ich male dein Porträt fertig. Was lief da bloß schief? Zwischen Olgierd und Iris. Irgendwas ist doch da nicht so ganz koscher. Noch eine verschwommene Erinnerung. Er wohl tragen war. Das lebende Bild muss aussehen wie das Gemälde. Okay, warte kurz. Das stimmt noch nicht. Soll das Gemälde angucken? Okay. Sie hat Olgierd gemalt, aber die Details stimmen nicht. Da fehlt doch was. Ja, ein paar Dinge sogar. Nee, das nicht. Die Frisch, Obstschale. Gut. wie eben erst gewaschen. Wir haben die Obstschale. Man sieht es trotzdem kaum. Ja. Kelchrahmen, da fehlt noch irgendwie ein Apfel, war daneben. Ich sehe jetzt hier nichts mehr. Vielleicht Reise bereits, war? Könnte ja sein. Das lebende Bild muss aussehen wie das Gemälde. Ganz schlecht. Das gehört hierhin. Müsste passen. Jo, denke ich auch. Vielleicht hierhin. Endlich. Genau wie im Bild. Lächle ein bisschen netter. So? Du sollst lächeln, nicht die Zähne blecken. Nein, immer noch nicht. Lächle wie damals, als Papa mit der Heirat einverstanden war. Bitte. Es ist zwecklos. Ich sehe doch, dass etwas nicht stimmt. Ich muss noch ein bisschen arbeiten. Schon wieder? Olgierd, wir haben uns versprochen, dass wir keine Geheimnisse voreinander haben. Weißt du nicht mehr? Entschuldige, das will ich nicht besprechen. Olgierd. Olgierd.
Du schon wieder? Moment mal. Ich wollte gerade sagen, war da vorhin der Angriff. Wow! Stark die Viecher, ey. Meister von Everex Studierzimmer. Hier hat er sich in die arkanen Künste vertieft. Verstehe, verstehe. Das Pentagramm soll beschworene Wesen binden. Aber die Linien sind verwischt. Ich brauche Kreide. Dann kann ich Kerzen aufstellen. Was haben wir hier noch? Die Tore der Mysterien. Zwischen den Welten. Die Bibliothek eines Okkultisten. Bienenwachskerzen. Blutpakte über fremde Präsenzen. Ein Band über Verhandlungen mit Dämonen. Wo haben wir die Blut. Kreide? Für irgendeine Magie möchte ich wetten. Kreide. Schwarzmagie. Das müsste hinhauen. Jetzt die Kerzen. Du willst doch wissen, wie das Ganze funktioniert? Ja, glaub so, wa? Und was ist hiermit? Kein Fünkchen. Mal so versuchen. Komm zurück. Wir müssen reden. Geh weg. Ich will allein sein. Diesmal nicht. Komm sofort raus. Lass mich zufrieden. Ich will nur in Ruhe arbeiten. Udoyanu Feus, Soba Camisa Iala, Soba Camisa Abarasas. Welchen Zauber muss ich nehmen, verdammt? Ich hab sie alle durch. Ich will den Pakt beenden. Ich beschwöre dich. Verflucht. Feuer! Hier drinnen, schnell! Löscht die Flammen! Das habe ich nicht erwartet. Nö, ich auch nichts. Verdammt, mitten in einem Schneesturm. Ich muss irgendwo Unterschlupf suchen. Schon wieder. Wolken hat sie nicht reingelassen. Sie sind erfroren. Das geht auch nicht. Wo kann ich den Unterschlupf suchen? Hallo? Was geht's? Wo denn? Ich sehe ja nix. Verdammt! Ich finde einen Weg zurück ins Haus. Dankeschön. Macht doch schon die ganze Zeit. Da bringt nichts. Die kommt da nicht rein.
Jo, ich bin tot. Was ist denn das für ein Scheiß? Wo zum Henker soll ich mich jetzt da verstecken? Wo? Im Grunde genommen ist das gleiche Szene wie damals, wo wir mit Avalach durch die Welt gereist sind. Da kann man uns zumindest noch ein bisschen verstecken und so. Geht hier überhaupt nicht. Verdammt. Man kann ihn wieder hier einfangen. Anfangen natürlich. Olgierd hat sie nicht reingelassen. Sie sind davor. Ah, hier, okay. Olgierd, Iris und ihr Vater. So. Ein Bierhumpen, aber es war Wodka drin. So hat er angefangen zu rauchen. Böse, böse. Der Ehevertrag von Iris und Olgierd. Leer, bis auf den letzten Tropfen. Ein Messer, blutbesudelt. Olgierd hat sich die Narben auf den Schultern wohl in jenem Winter zugelegt. Naja, er wird wohl kaum irgendwie einen Ehevertrag oder ein Messer da in der Hand halten. So hat er sich also die langen Winterabende vertrieben. Was könnte er haben? Ehevertrag? Ein der Vater war logisch, die Pfeife sehr unlogisch, Messer wohl auch eher weniger. Ihr Vater muss den Vertrag gehalten haben. Ferner wird vereinbart, dass Iris angemessener Respekt zu zollen ist, dass ihr Rat und ihre Forderungen zu berücksichtigen sind. Komm zum Punkt, Vater. Meine Geduld geht zu Ende. Gern. Gemäß Ihres Wunsch erkläre ich diese Ehe für null und nichtig. Du hast geschworen zu bleiben, bis dass der Tod uns scheidet. Ich habe meinen Schwur gehalten. Meinen Olgierd gibt es nicht mehr. So einfach ist es nicht, sein Wort zu brechen. Glaub mir. Du wirst hier bleiben. Für immer. Genug! Du erteilst uns keine Befehle! Du wirst... Vater! Vater! Nein! Diener! Nehmt den Kadaver und füttert die Tiere damit. Das sind ein tolle Diener. Damals hat von Everek aufgehört, ein Mensch zu sein. Seine Frau hat er noch geliebt. Nein, er hat nur gewusst, dass er sie lieben sollte. Gehen wir nach oben. Oje, oje. Wieder mal eine richtig tragische Geschichte, wa? Wer bist du zum Henker? Ich entsinne mich. Wir drei haben hier viel Zeit verbracht. In Stille. Wir gehen auf unsere Plätze, wie damals. Den Rest machst du. Natürlich, wie immer. Krallenspuren. Tierhaare. Gedeckt für eine Person, sonst für niemanden. Olgierd, was zum Henker hast du nur getan? Eine Terrine, wohl für Suppe. Eine große Tonschüssel. Eine Platte. Ich ahne, was Olgierd getan hat. Passt perfekt. Da stimmt was nicht. Okay, okay. Das war wohl deins.
Na also. Habt ihr aus diesen Schüsseln gefressen? Natürlich nicht. Ich sagte doch, wir sind keine Tiere. Aber der Pedell hat sie trotzdem hingestellt, wie befohlen. Noch eine Monstrosität? Ich bat dich, das zu lassen. Diese beiden sind schon 2 zu viel. Hund und Katze leisten dir Gesellschaft. Dieser hier wird dich beschützen und sich ums Haus kümmern, egal was geschieht. Früher wollte ich wissen, was in dir vorgeht. Ich dachte, ich könnte dir vielleicht helfen. Jetzt ist mir einerlei, was du denkst oder fühlst. Ich fühle nichts. Ich weiß auch nicht, ob ich dich noch hasse. Geh, Olgierd. Geh mir aus den Augen. Olgierd von Everec hat nicht verstanden, dass wir ihn nie ersetzen würden können. Jetzt wirft sein Geist einen Schatten auf jede Erinnerung von Herrin Iris. Wir sind fast am Ende unserer Reise. Was liegt dort? Iris von Everecs größte Angst. Die ich bezwingen muss. Was wir auch tun werden. Meine liebste Frau, ein Brief von Olgierd an Iris. Wäre ich mit Worten doch nur so gewandt wie mit der Klinge. Vor allem jetzt, da mein Herz von eisiger Leere erfüllt ist. Ich sehe, wie du mich anblickst, wie du dahin welkst. Ich kann dir nicht helfen, aber vielleicht kann ich aufhören, dir zu schaden. Dieser Brief und die Rose sind mein Abschied. Mögest du in Gesundheit leben und dich nur an die guten Zeiten erinnern. Olgierd. Verstehe. Der Mann, den sie einst geliebt hat, ist nun ihre größte Angst. Wow! Alter, okay, jetzt wird's richtig übel. Da kannst du Konter vergessen, die sind so verdammt schnell, da hast du mit Konter gar keine Chance. Das bringt nicht viel. Komm schon erst langsam, das müsste eigentlich nützen. Du bist nicht er. Warte, ich will reden.
Nicht hier. Nicht an diesem Ort. Es tut mir leid. Ich habe dich verwechselt. Mit Olgierd? Ich dachte, er wäre zurückgekehrt. Was bist du? Ein Geist? Eine Illusion? Ich bin Kummer. Ich habe dich schon gesehen, aber du warst nicht du selbst. Dann sah ich dich in deinen Erinnerungen wieder. Tatsächlich? Ich entsinne mich nicht. Ich hatte Albträume. Mehr weiß ich nicht. Die sind nun vorbei. Ich bin wegen der lila Rose hier, die Olgierd dir gab. An dem Tag, als wir einander das letzte Mal sahen. Ich habe sie getrocknet und in unserer Kammer aufbewahrt. An meinem Bett. Dort lag ich und starrte sie an, bis sie zu Staub zerfiel. Wie ich kurz darauf auch. Die Rose ist also weg? Nicht in dieser Welt. Schau, du hast meinen Körper begraben und die Blume blüht wieder. Und ich bin aus einem dunklen Schlaf erwacht. Jetzt erst. Wie meine schöne Rose. Als du das Skizzenbuch auf mein Grab legtest, dachte ich daran, wie ich lernte, das Gesicht meines Mannes zu zeichnen. Sag mir, wie geht es Olgierd? Ist er gesund? Wohlauf? Naja, mehr oder weniger. Dein Mann jagt immer stärkeren Sinneseindrücken nach. Er fordert das Schicksal heraus, weil er unglücklich ist. Sein Herz ist aus Stein. Es hat sich also nichts geändert. Und hat Olgierd mich erwähnt? Was hat er gesagt? Nicht viel, aber ich habe nicht nach dir gefragt. Er schickt mich, um die Rose zu holen. Die Rose? Das Letzte, was ich von ihm habe? Sein letztes Geschenk. Die Rose scheint dir wichtig zu sein. Wichtiger als ein Andenken. Ich erinnere mich an so wenig. Nur wenn ich an die Rose denke, wird es klarer. Die Welt um mich wird realer. Und ich öffne die Augen und erkenne Dinge. Erinnere mich, wer ich bin und wer ich war. Ein Freund hat mir einst davon erzählt. Es könnten die starken Gefühle sein, die dich an die Rose binden. Hexer bezeichnen Gefühle auch als Stecknadeln. Sie halten dich in dieser Welt. Wie ein aufgespießtes Insekt in einer Sammlung? Entsetzlich. Ich muss ehrlich sein. Wenn ich die Rose nehme, hörst du vielleicht auf zu existieren. Wie die Welt, die du hast entstehen lassen. Und was geschieht dann? Bin ich dann frei von Leid und Trauer? Erwartet mich die Leere? Ich weiß es nicht. Ich will nicht mehr leiden. Aber ich fürchte, dass es kalt und dunkel ist. Bis gar nichts mehr ist. Schwierig. Wirklich schwierig.
Verdammt. Ich kann die Rose nicht nehmen. Bist du nicht ihretwegen gekommen? Ich kann Iris nicht ins Vergessen zwingen. Sie denkt und fühlt noch immer. Und sie wird nur Eindringlingen gefährlich. Sieh sie und ihre Welt an. Sie ist dazu verdammt, auf ewig in ihrer schmerzhaften Vergangenheit zu leben. Sei gnädig. Nimm die Rose. Was soll ich tun? Was möchtest du? Ich weiß nicht, was ich will. Ich habe so riesengroße Angst. Verständlich. Und doch müssen wir eine Entscheidung treffen. Ich brauche die Rose. Gibst du sie mir? Sie ist so zart. Schau, die Blütenblätter sind am Rand purpurn geworden. Wie an dem Tag, an dem ich sie bekam. Es fehlt nur noch der Tautropfen, der das Blatt hinabglitt, als ich die Rose in die Hand nahm. Oder war es Blut? Weil ich mich gestochen hatte? Ich weiß es nicht mehr. Weißt du, ich habe Olgierds Brief nie gelesen. Das war nicht nötig. Und die Rose hätte ich auch nicht behalten müssen. Ich habe mich entschieden. Du bekommst die Rose. Damit enden unsere Dienste. Danke, Fremder, für unsere Freiheit. Ein Rat, bevor wir gehen. Hüte dich vor dem Mann des Glases. Wer ihm im Weg steht, der leidet ein Schicksal schlimmer als der Tod. Suche dein Heil im Glas, das unzerbrechlich ist. Glas, das unzerbrechlich ist? Leb wohl. Ich werde dich in Erinnerung behalten, Iris von Everec. Das spielt keine Rolle mehr. Leb wohl. Gauntodim. Wie gefährlich kann er wirklich sein? Oh, Leute, ich habe da keine Ahnung. Das wird sich noch richtig heikel werden und vermutlich bereits in der nächsten Folge. Hier bei The Witcher 3 Hearts of Stone. Ja, in diesem Sinne wieder mal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn wir dann uns dahin begeben. Vielleicht packen wir vorher noch ganz kurz an, was ich vor ein paar Folgen erwähnt habe. Bezüglich halt die anderen Szenen wegen Olgierds und Sterblichkeit. Davor gehe ich sicher noch ganz kurz noch speichern und noch ein bisschen reparieren und sogar noch ein bisschen einlagern und verkaufen. Wir fahren eine Hose und Gott sei Dank haben wir die dabei. Und dann, ja, ab zu Olgierd, war. In diesem Sinne, bis dahin und ciao zusammen.